Ein herzlicher Gruß und willkommen sei wie alle neue Hörer, die sehr interessante Geschichten hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Die kommen! Die früh weer beim Broodbakken. En als zij uit dem Fenster kijken deed, zag ze dat er Menschen komen, wat de Christen verfallen deden. En die komen immer noder naar ihr huis. Sie würden alles daar sehen, Bibel en je Sandbücher würden sie mitnehmen und verbrennen. Opmerken, voets opmerken. Wat soll zij doen? Schwind nam ze de Bibel en deed het leifste buik een broodtisch aanrollen en stal dat im oven. Zij zet dat ganz als zij de deur opmerken deed. Dan kriegt sie toe wo de mannen de shops en Schubladen oprieden deiden om alles daar te zien. Ein dertje nonder, aber sie fangen nicht. Sie schullen lüd en trakken auf en knalden de Derte. Als alles ruhig geworden wäre, holte die Frau das gebackte Brot aus dem Ofen und sah, dass die Bibel nichts passiert wäre. Dort wir in diesem Land verboten, eine Bibel im Haus zu haben. Aber so deit Gott mehr gehorchen als die Menschen und deit das Wort heimlich lesen. Dort gab für jeder Tag nie Kraft und nie Mut. Dat Gesetz vom Herrn ist vollkommen, dat geeft Kraft und Leben. Die Mahnungen vom Herrn sind gut. Sie bringen die Unerfahrene zur Einsicht. Ab die Belehrungen vom Herrn kann man sich verloten. Sie bringen im Hort Friede. Was er anordnen wird, kann man verstehen. Sie geben einen klaren Blick. Sein Wort ist ohne Falschheit. Das wird immer bestehen bleiben. Gott seine Gebote sind richtig und immer gerecht. Sie sind köstlicher als das feinste Gott. Seid da als der beste Honig. Auch ich halte auf deine Gebote. Herr, willst wer da befallen wird, der wird recht belohnt. Hast du tus eine Bibel? Lass dich nicht bloß besteiven im Becherbrat. Da binnen lesen und Friede darüber, was Gott dir sagt. Und wenn du keine Bibel hast, aber eine haben möchtest, dann schreib mir, was die Bibel auf dein leifste Buch kann sein. Das ist einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder Antwort schreiben willst, dann hast du nur diese Adresse: teleninos@gmail.com. Und nochmal buchstabieren wieder: teleninos@gmail.com.